Tiefste Nacht, wunderschöner Mond, abnehmender Mond übrigens. Tja, und es pisst und hört nicht auf. Tja, willkommen zurück hier bei Risen 3 Titan Lords. Ja, der letzte Part war relativ interessant. Wir sind die Kristallportale entdeckt, also zumindest ein Portal dort. Wir haben mit ein paar Sternen und so gekämpft, also schattenmäßig sind wir ziemlich gut drauf. Abgesehen natürlich mit diesem Lindwurm, aber der speit Feuer, ist ein bisschen höher, ja, noch ein bisschen zu stark für uns. Du musst wohl echt hier mit Kristallmagie beikommen, aber das sehen wir dann alles erst noch. Gut, jetzt müssen wir erst in ein Gebäude hier rein, um dann noch was zu holen für unseren Kumpel. Mr. Spencer, was? Emma ist am Leben. Unglaublich. Hätte nicht gedacht, dass sie es schaffen würde. Hat sie auch fast nicht. Die Biester haben ihr gut zugesetzt. Aber dank ihrer Voodoo-Kenntnisse ist sie wieder fast die Alte. Schön zu hören. Hast du vor kurzem einen Pirat vor die Tür gesetzt? Du redest doch nicht etwa von diesem Schlucker Griffith. Der Hund wollte sich auf meine Kosten betrinken. Hat seinen Goldbeutel mit ein paar Steinen beschwert und dachte, mir fällt's nicht auf. Ah, aber sag mal, Junge, warum interessiert dich das? Naja, weißt du, Er sagt, du hast ihm ziemlich übel mitgespielt. Nicht ich habe die Zeche geprellt, das war er. Wenn der Lump seinen Beutel wieder haben will, kann er sich das von der Backe putzen. Da war sowieso nichts von Wert drin. Dann kannst du ihn mir ja geben. Nein, wenn ich das tue, wirst du mich dafür bezahlen müssen. Ganz billig wird das aber nicht. Will dem Kerl ja keinen Gefallen tun. ein loses Rücken kann doch immer noch entzücken. Griffith vermisst seinen Degen. Vermissen? Junge, der hat das Ding fallen gelassen, als er die Hucke voll bekommen hat. Schimpft sich Pirat, aber kann nicht einmal mit einer Klinge umgehen. Aber wer weiß, ob sie überhaupt etwas taugt. Wirf einen Blick in die Hütte am Marktplatz. Da ist sie besser aufgehoben als in seinen Händen. Alles klar. Wegen Griffiths Goldbeutel. Sind wir schon so gut, Leute? Du solltest ihn gut im Auge behalten. Ach, sollte ich das? Denkst du, ich bin einer der Typen, die man so leicht beklauen kann? Als Wirt weiß ich bestens Bescheid, worauf man achten muss. Besoffene Typen und Gold. Also erzähl mir nicht, was ich zu tun habe. Okay, sag ja gar nichts. Einschlag zum 40er, ein schlecht. Nee, komm. So viel sind wir jetzt auch nicht. Okay, eins haben wir bereits. Fehlen noch zwei. Und der Buddel voll rum. Ja. Muss hier noch was drin sein, wa? Fliehen. Stimmt, der ist oben. Stimmt, ja. Du. Was gerade? Blutwurzel hier. Ja, gut. Blumen wachsen im Steg ist natürlich ganz klar. Hab ich echt mal übersehen? Oh Mann, wie peinlich. Okay. Also. 3, 2, 4, 1. So leicht kann es sein. Käse, Grobstreifen oder wieso nicht? Kann man doch auch gut gebrauchen. Ja. Hallo Ratte. Irgendwo... Noch eine Ratte? Okay, wo ist denn das Vieh jetzt hin? Hä? Spinne ich jetzt oder was? Flints Truhe leer, ja, weiß mittlerweile auch. Juhu, ich bin Spider-Man. Autsch. Ja, verrückt ist es trotzdem. Okay, also Pfeil zeigt hierin. Unten war irgendwie nichts. Wisst ihr was, ich schlaf einfach mal. Bin mal ein Besuch im Schattenreich. Wir hatten noch nicht genug, wa? Ja, jetzt. Wen treffen wir diesmal? So wie es aussieht, niemand Besonderen.
Hallo? Bin da, wer noch? Ich will sie nicht wissen. Die Musik. Du, 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 und klar. Boom! Ja, hab sie gesagt. Mein Geist verlässt die Gruppe. Okay, hier ist also echt nichts. Flintstone haben wir zwar hier, aber sonst eine Ratte noch. Wo ist denn Flint selbst? Der muss auch irgendwo hier unten sein. Das bin ich jetzt total. Wäre auch nichts Neues, aber trotzdem. Oh, das ist eine gute Frage. Sie fliegen irgendwo anders hin, oder? Jetzt finde ich ihn natürlich nicht mehr. Servus, ey. Verdammt, okay. Das bringt noch nichts. Vielleicht machen wir das später, wenn es wieder mal ein bisschen Tag ist und so. Oh. Geiserpilz, dankeschön. So, wo gehen wir jetzt hin? Na gut, dann gehe ich dann vielleicht sowieso noch. Also gehen wir erstmal dort entlang. Der ist also hier drin. Das ist die Schmiede. Da haben wir eine Truhe, die bereits leer ist. Okay. Pansel, steh auf! Ja, ja, mit dem Pansel kann man's ja machen. Jo, komm. Ey, wo geht der hin? Ja, gut. Ist da jemand? Ja, ich bin's, Grace. Nee. Die Räume haben wir bereits ausgeräumt. Der Pansel. Ja, wisst ihr was? Mann, ich will gerade ins Bett. Ins Bett des Pansels geht natürlich nicht. Sag mal. Ja, irgendwie stimmt etwas gerade gar nicht. Ich will nur pennen gehen. Wenn du Clown willst, geh woanders hin. Mach schon ab! Okay. Mal nur ein bisschen schlafen. Du, der für Land gewinnst. Meine Fresse, können die Leute unhöflich sein? Na okay. Er geht jetzt erstmal ins Logbuch rein und Piranenprobleme war... schweres Paket. Eleganter Degen fehlt noch. Die sollen wie gesagt hier beim Xen sein, aber finden sie gerade nicht. Verdammt. Das ist jetzt ein little bit doof. Ne, da auch nix. Ach komm, wisst ihr was? Scheiß drauf, geh wieder hoch und penne hier nochmal eine Nacht. Also von dem her. Daran soll es echt nicht scheitern. Im versifften Bett, während das Dach undicht ist und es pisst. Das ist natürlich das wahre Piratenleben. Täglich krank sein, Skorbut bekommen, draufgehen. So muss das sein. So, also wenn er jetzt nicht da ist, hey. Ich kann echt mal suchen. Finn, wo ist denn der kleine Finn? Okay, ich fange langsam an mir zu zweifeln, wenn man eher sein soll. Ja, theoretisch könnte hier noch etwas sein, hier außen halt, oder? Aber sieht auch nicht so aus. Tja. Und hier oben ist ja garantiert nichts außer dem Bett. Das ist jetzt natürlich... Ja. Ich weiß ja auch nicht, Leute. Das Spiel verarscht mich irgendwie. Ah, dort oben? Nee, der kann nicht sein. Kommt doch gar nicht hin. Also hier im Bett, beziehungsweise hier unten, war. Hier muss etwas sein. Ich kann ja theoretisch gesagt hier noch einen Balken hoch und so, bringt leider nicht sehr viel, weil auch hier oben hat es nichts. Hier ist nur alles abgefackelt und sonst gar nichts. Hä? So, Flynn? Ah, endlich mal. Kennst du einen Piraten namens Griffith? Ja, der ist vor kurzem hier gewesen. Hat seine Klamotten gegen ein paar Goldmünzen eingetauscht. Aber ich sag dir, das Zeug riecht so streng, das lockt mir nur die Ratten an.
Tu mir also einen Gefallen und schaff das Zeug hier raus. Sieh dich im ersten Stock des Lagerhauses um. Da liegt es gut verschnürt als Paket. Ich war gar nicht da, oder? Nö, geht's einfach nicht, ey. Ja. Der Typ verarscht mich doch. Er hat gesagt, im ersten Stock des Lagerhauses. Das ist hier das erste Stockwerk. Ja, also wie gesagt, jetzt kann ich natürlich noch runtergehen, aber wenn es dort auch nicht ist, dann fange ich echt an, an dem Spiel zu zweifeln. Aber ich dachte, die Echo-Shows sind nicht der erste Stock. Naja. Ja, da haben wir es bereits. Nee. Kann auch nicht sein. Da ist eh noch 021. Fehlt noch. Wir haben so etwas gefunden mal vor kurzem, aber echt mal gucken. Ich kann zwar alles irgendwie lesen, aber ist nicht gerade das, was ich suche. Ja, das ist auch klar. Jetzt haben wir Lünsteine haben wir noch. Okay, die Piratenbörse haben wir auch. Seelenstaub. Talbot suchen muss, ja. Teleportstein, okay. Tja, also irgendwie, finde ich es gerade ein bisschen crazy. Ihr könnt mir gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich sehe hier nichts. Klar, die Piratenbörse, die hatten wir ja schon. Nö, nix. Auch gar nix. Verdammt mich! So, also meine Hauptwaffe, Schattenklinge. Ja, haben wir sowieso noch ein paar. Gibt es vielleicht noch was. Ja, und dann was Besseres. Ist egal. Ist egal. Wisst ihr was? Mach's gleich ein bisschen anders. Vielleicht ist das Spiel ein bisschen verwirrt und so. Du musst es erstmal ein bisschen reloaden. So. Wenn wir ein bisschen Glück haben, ist alles wieder neu gefixt und so, neu zugewiesen. Und ich finde es jetzt endlich mal. Der hat bereits geleert, die Truhe. Ja. Also in der Ratte ist natürlich auch nichts drin, wäre auch ein bisschen crazy gewesen. Da ist nur das Bett, da ist sonst nichts. Hat gesagt, im ersten Stock. Die haben wir auch schon aufgemacht, oder ist hier draußen noch in etwas? Eine Blutwurzel, toll. Ne, der hat auch nichts. Was wollen sie dazu? Ne, geht nicht. Da reinzuspringen. Wenn wir da irgendwie hochkommen, wa? Die Frage ist bloß, wie komme ich da hoch? Also muss theoretisch das erste Stockwerk sein, oder? Aber doch, das wäre sogar möglich. Hier ist auch keine Treppe. Flur, wie kommen wir da hoch? Weil dort die Wand kommen sicher. Das Spiel verarscht mich gerade. Gut, ich kann das Spiel natürlich auch gerne mitspielen.
Mal gucken. Nö, holt grad nichts. Ach, Junge. So, wenn ich das geschafft habe, keine Ahnung, ob es klappt. Es wird da zumindest theoretisch reinkommen, oder? Zieh dich hoch, komm schon. Ah, ich wünsche, es wäre Assassin's Creed, dann wäre es ein bisschen einfacher. Verdammt, aber das ist der erste Stock, weil natürlich gehen wir sonst in den zweiten Stock hinein. Ja, ist doch logisch. Aber wie kommen wir denn da rein? Hier geht es direkt in den zweiten Stock rein. Hier muss ich rein, weil das so hier eine zweite OG. Kies versuche herschieben. Lalalala. Ja, Leute, ich bin hier echt verwirrt. Ich verstehe es nicht, wie das funktionieren soll. Klar, hier kann ich klettern und so, ist logisch. Ich muss hier ein Stockwerk unter mir. Da muss ich irgendwie rein. Ich spreche mal ganz kurz, dass ich noch drauf gehe. Ja, aber ob das wirklich so sein soll, ich habe keine Ahnung. Das hier klingt interessant. Der Alchemist überließ seinen antiken Stößel jeden Abend den Wellen des Meeres, um seine perfekte Form zu wahren. Eines Morgens war er jedoch verschwunden. Gerüchten zufolge soll der Stößel zuletzt am Oststrand von Kila wieder aufgetaucht sein. Gut zu wissen. Finde ich auch. Schweres Paket, so haben wir es endlich auch. Und jetzt das hier noch. Aber Alter, es ist schwer hierher zu kommen, ganz ehrlich. Muss ihm noch einfacher gehen nachher. Aber ich hoffe, dass du sehr spät und irgendwie fliegen kannst. Oh. Natürlich, ich Trottel. Ah, der Papageienflug. Ja, Entschuldigung, Leute, ich hab's echt total vergessen. Solange ich mich eingesetzt sehe. Oh, Papageienflug. Ja, hätte vorher drauf kommen können. Ich war so ganz kryptisch und so alles. Da hat es trotzdem geklappt. Der Papageienflug. So einfach und ich mach's mir so kompliziert. Aber da hat er auch geklappt, oder? Muss man auch mal erstmal zugeben. Einfach umgekehrt. Voodoo-Puppe, dankeschön. Dann haben wir noch Gabel. So, jetzt können wir theoretisch wieder runterfallen. Ich glaube, das machen wir sogar so in der Art. Kapieren wir gleich. Ja, ein bisschen Schaden genommen. Viel war es zum Glück nicht. Okay, Freunde, wir haben noch ein bisschen Zeit, um hier mal die Mission noch abzuschließen. Muss ich gleich jetzt ein Pansel oder wie? Ja, mit dem Pansel kann man's ja machen. Wo er recht ist, hat er recht. Naja, ich sehe jetzt hier kein Degen, um ehrlich zu sein. War auch schon überall. Das Bett sieht ein bisschen zerflissen aus, aber okay. Kein Problem. Tja, Leute, wir haben die gleiche Situation wie zuvor. Außer vielleicht die andere Seite, wa? War noch gar nicht drin. Armbrust. Ist der Finger mal nicht lang genug? Lege dir eine kleine und feine Zange zwischen die Finger. Damit kommst du besser an das Objekt der Begierde. Nur richtig gute Schmiede können so etwas herstellen. Ich kannte mal einen auf Taranis. Gordon war sein Name. Das werde ich mir merken. Ich glaube, den kennen wir auch, oder? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Schade. Und da haben wir... Das ist schon den Degen. Hier. Seelenstaub gegen Gold. Abgemacht. Danke. So, da habe ich jetzt zwar ein paar Gabeln, da ist ja nett und so, aber mir fehlt immer noch das Eigentliche. So nah, Freunde, und dann doch noch so fern. Verdammt, wo ist denn das jetzt? Nee, da war ich bereits. Dort ist ja nichts.
hier drin, wa? Da drin muss aber endlich sein. Jo, sind wir glaube ich richtig unterwegs. 6 Kisten. Ungeöffnet, interessant. Und noch eine Truhe und der Ding ist bereits Degen, ich sehe ihn bereits. Cool. So, Wurfmesser. Dann haben wir noch eine Flasche Grog daneben. Kann man aber nicht nehmen. Schade. Und dann wäre auch diese mühsame Quest endlich abgeschlossen. Nee, das heißt mühsam. Es ist eigentlich schon logisch und so, wenn ich nicht so umständlich denken würde vor allem. So. Wie geht's jetzt für uns hier weiter? Goldkey nochmal genommen. Hier haben wir einen Pirate. Ja, kommen wir also eher zu dem Admiral. Hallo, Zack, okay. Und dann, wie ging es jetzt schon wieder weiter? Ich glaube, hier hinten war. Jo, könnte passen. Gut. Ganz schnell machen wir das noch. Feuer... Nein, die Feuerblume. Oh, geht doch, dankeschön. Nochmal die rollende Kiste. So, Alter, ist erledigt. Hier hast du dein Zeug. Wow, du hast tatsächlich alles aufgetrieben. Dann lass mich mal überlegen, was ich dir als Belohnung anbieten kann. In dem Klamottenpaket waren noch ein paar alte Socken. Die kannst du haben, wenn du willst. Ansonsten kann ich dir eine Buddel Fusel und etwas Gold anbieten. Oh, goldene Fusel war. Ich nehme das Gold und den Fusel. Hätte ich an deiner Stelle auch genommen. Hier, nimm. Jetzt beginnt mein neues Leben. Auf zur Taverne. Ohne Gold. Ja. Wieso auch nicht? Leute, das lassen wir mal hier mit Risen 3 Titan Lords für heute. Viele haben wir zwar kämpferisch nicht geschafft, aber dafür hatten wir doch unseren Spaß. Also sprich, ihr hattet doch einen Spaß, wenn ich nur peinlich versagt habe. Naja, wie soll er auf die Idee kommen? Man ganz ehrlich sagt, der erste Stock, Wie kommt er da hin? Hat er auch in den Papageienflugzauber drauf oder was? Naja, ist auch egal. Jo, wir gehen jetzt zurück an die Kiste, die Kiste eigentlich schon, die Küste natürlich und werden dann im nächsten Part, wie es aussieht, nicht Piranha-Allianz, ne, sondern wir gehen dann wirklich ab zur Insel der Diebe, wie es aussieht. Dann können wir noch irgendwie Gegenstände noch ein paar machen und so. Und dem Stößlauscher halten. Na, hier sind die okay. Ja, es gibt noch so viel zu tun. Terranis, Alter, haben wir noch viel. Takarigua, okay, da kommen wir erst noch hin. Ne, Moment mal, waren wir schon, oder? Moment, ich bin ja gerade ein bisschen... ja, hier, crazy drauf. So, Kramküste, genau. Takarigua, ne, da kommen wir noch hin. Terranis waren wir bereits. Kalador müssen wir auch noch hin. Nebelinsel, kommen wir auch erst. Kieler waren wir, ja, wie gesagt, Kieler und Terranis haben wir vor allem. Takarigua kommen wir noch hin. Jetzt waren wir ja Antigua, jetzt gehen wir erst im nächsten Part dann zur Insel der Diebe. Besonders groß ist ja nicht, also wird es ein relativ kleiner Ausflug. Dann gehen wir nachher nach Takarigua, mal gucken, was hier so abgeht. Tja, in diesem Sinne, voller Action, voller Spannung geht's weiter hier bei Risen 3 Titan Lord. Auf der Suche nach der Wahrheit, nach neuen Kumpanen und vor allem nach unserer Seele. Tja. Moment mal, wenn wir schon mal bei Kumpeln so sind. Genau, Edward ist jetzt dabei, der Dämonenjäger, der natürlich bei unserer Chaluppe auf uns wartet, war. Ich hoffe zumindest. Bis dahin, tschüss.